Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wie versprochen kümmern wir uns jetzt erstmal um die Taylor Quest. Also mit quietschender Reife und von Freaker verfolgt ab Richtung Skihütte. Der war knapp. Der war knapp. Noch gerade so ein Crash und ein Genickbruch wahrscheinlich verhindert. Da kommt dann diese enge, ouch, diese enge Passage hier, wo wir rummanövrieren müssen. So, halte mal den Gaul an. Da lang. Jo. Ui. Warte mal. Was ist denn da los? Okay, da gibt's Schwärmerohren umsonst. Okay. Offenbar sind hier ein paar Freunde noch unterwegs. Ja. Gut, um die kümmern wir uns erst einmal. Und machen hier wieder so einen Stellungskrieg. So. Ganze Ohren sacken wir noch rein als Trophäe. Und schauen wir, was hier abgegangen ist. Scheiße, hier war ja was los. Ja. Die Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Okay, also offensichtlich haben die Freaker sich hier um ein paar Banditen gekümmert, die sich seit das letzte Mal hier war, um das Ganze gekümmert haben. Ja, die Gefahr von Freaker ist immer noch präsent und die Leute werden immer noch überrannt. Die werden wahrscheinlich ihr altes Camp aufgeben haben. Für Teufel. Wer sieht immer aus wie Sau? Ugly Corpsen. Für Teufel. Ach, ist das eklig. Wenn immer nur so ein Torso rumliegt. Gutes Timing. Okay. Fertig. Sehr schön. Wir können uns bei der Gelegenheit auch gleich wieder ein bisschen Munition holen. Und jo. 19 Maschinenpistole Muni, das war jetzt... Oh, warte mal, da liegt noch zufällig Kerosin auf dem Weg rum. Das nehmen wir doch gern. Wie gesagt, ich leide ja normalerweise immer unter chronischen Kerosinmangel. Wie im richtigen Leben halt, ne? So ist das halt. Ja, beim letzten Mal war hier noch nichts großartig los. Sind hier noch irgendwelche Leute? Ich habe da jemanden noch Rufe höre. Warte mal. Warte mal. Ja, das zeigt mal was. Ah, das sind noch Überlebende von dem Massaker. Warte mal, in meiner Nähe muss noch einer sein. Freaker. Jo. Ja, so schnell geht es. Vielleicht Banditen, die nochmal zurück wollten wegen ihrer verlorenen Güter und wegen ihrer Kameraden. Wobei ich bei denen eher weniger die Herzensgüte zu ihrer Kameraden unterstelle würde. Oh, der hätte sogar noch einen Molotow dabei gehabt. Na? Ah! Pff. Das war Rücke an Rücke und sich nicht gesehen. Das war ziemlich dumm. Naja. Okay. Dann können wir wieder zum Bike. Nachdem der Ort jetzt endgültig aufgerahmt ist. Und weiter, weiter. Mittlerweile fährt sich da richtig angenehm auf dem Bike. St. John, hörst du mich? Ja, Weaver, ich höre. Hey, nenn mich Jim. Ah, Dazu, der hat ich auch hab wieder mich was nie für uns. bedankt. Für deine Hilfe, meine ich. Also ich mach nur meinen Job. Ich möchte dir trotzdem danken. Ich weiß es zu schätzen, dass du in der Außenwelt deinen Arsch für mich riskierst. Und guck, das Napalm-Zeug ist fast fertig. Sehr Du wirst geil. bald bei den Tests... Nein! Nein, jetzt ist es abgebrochen. Oh, dabei wollte ich diese Quest unbedingt noch weitermachen, um diese Napalm-Molotovs endlich zu kriegen. Ach, so ein Mist, so ein Blöder. Naja, vielleicht hat sich der Taylor jetzt hier irgendwelche Typen angeschlossen
Oder wurde vielleicht schon von irgendwelchen Banditen überfallen oder sonst was? Sehen wir ja dann. Okay, Taylor. Was zur Hölle machst du hier draußen? Das war ja kurz. Okay, schauen wir uns mal um. Spüre Taylor auf. Wo lang? Jetzt habe ich dich. Mist, red wieder mit Weaver. Okay, da ist ihm sein Bike verreckt, wie es aussieht. Warte mal, ich repariere erstmal mein Bike wieder. Gut. Da gucken wir mal, ob wir hier noch Schrott abfleddern können. Hier? Nee. Kofferraum? Nee. Okay. Mist. Jetzt finde ich es sehr schade, dass die Taylor-Sache und die Weaver-Sache unterbrochen wurde. Hier, das sind Krabbler. Aber offenbar sind wir hier bei dieser Skihütte, ne? Ja, und das sind lauter Krabbler. Oder zumindest einer. Ich muss irgendwie da reinkommen. Ja. Okay, so wie es aussieht, hat sich Taylor hier mit so ein paar Gestalten noch zusammengeschlossen. Ich sehe dich da drüben. Hey, Arschloch. So. Gut, dann haben wir schon erledigt. Aber ich muss sagen, die Mucke ist immer sehr gechillt, wenn man gegen menschliche Gegner kämpft. Okay, der ist tot. Gut, dann schnell der Oschi ausgepackt. Das war der erste. Scheiße. Das war der zweite. Sniper sind mal immer die gefährlichste. Der Rest ist eigentlich nur noch Standardarbeit. Ich muss nachladen. Komm schon. Ja. Ja. Okay. Die hat's noch nicht erwischt. Ja, da ist tatsächlich auch ein Krabbler. So. Bevor der uns auch in die Rücke springt. Die Hämmer. Position wechseln. Bitte nie weg. Okay. Entweder ist Taylor ein Teil von der Bande oder er wurde von der irgendwie gefangen genommen oder ähnliches. Sehr schön, der war noch was? Munition. Dann können wir uns bei der Gelegenheit auch gleich mal. Na, was machst du dann für Quatsch? Können wir uns auch einen Verband zwitschern und können uns hier direkt einen Verband von einem Tote holen. So. Dann machen wir mal die ganze Kumpels weg. Die grasen wir jetzt auch nochmal ab. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall noch Zeug. Was wir entweder richtig abstaben können oder noch nicht so richtig. Das zeigt sich dann jeweils. Je nachdem wie voll unser Inventar ist. Aber das sind auf jeden Fall noch welche. Okay. Munition ist derzeit auch maximal und eine Rohrbombe hat es noch gegeben. Sehr, sehr cool. Warte mal. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Was sind die Menschen? Irgendwann musst du stehen bleiben. Ja, ich bleib hier stehen. Es ist mal wieder Last... Ja, mal wieder Last Girl Standing. Okay. Interessante Zwischensequenz. Wir gucken uns nochmal um. Ja, das fuchst mich jetzt trotzdem, dass diese Weaver-Arschbroche unterbrochen wurde.
Okay, hier macht es irgendwelche komische Geräusche. Jetzt außer die Krabbler in der Skihütte. Ja, die machen wir lieber schnell fertig. Mir ist es am liebsten, wenn wir die Krabbler so schnell wie möglich und zielsicher ausschalten. Da ist noch einer runtergeplotzt. Für Teufel. Okay, da steht schon ein Benzinkanister parat. Außerdem haben wir hier noch Schrott. Rohr. Hervorragend. Da ist noch mal ein bisschen Munition. Jo, da werden wir ja richtig verwöhnt mit dem Zeug. Okay. Warte mal. Das war Krabblerohr. 2 Krabblerohre. Alles klar. Müssen wir ja einfach nur genug Trage an das Ganze. Ja, da haben wir noch die Dame, glaube ich, ne? Ja, da ist noch ein bisschen Zeug, was ich nehmen kann. Hervorragend. Bei der Gelegenheit machen wir doch gerade noch mal ein paar Rohrbomben. Ja, Rohrbomben. Mehr geht natürlich nicht. Okay, komm. Gehen wir mal rein. Sprich Freund und tritt ein. Oder so ähnlich. Taylor. Deacon St. John. Wie geht's dir, Taylor? Ich hab's versagt, Mann. Ich wollte ihn nicht töten, Mann. Er sollte gar nicht da sein. Der Doc war okay, Mann. Ja, er hat mir geholfen. Er war nett. Na komm, steh auf. Nein. Ich will nicht hängen, Mann. Ich will nicht hängen. Ich will nicht hängen. Ich gar nicht. Hey, Ich will nicht. Taylor. Du zappelst und zappelst Wait. und scheißt dich ein und die ganzen Pisser gucken zu und lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Ich will nicht weg. Ich will nicht weg. Bitte, du musst mir helfen. Scheiße. Scheiße. Bitte, Mann. Okay, wait. St. John. Hier rein! Überdosis. Verdammt. Bringen Sie die Leiche aus. Ob das jetzt besser war als, ja, sein Mutter hingestellt. Aber gut, dass die ihm nicht Kopf weggeblasen hat. Weil das wäre jetzt scheiße gekommen, wenn er vom Curry ertappt worden ist. Überdosis ist in dem Fall tatsächlich besser gewesen. Was Weil, er auch getan hat. Die Freaks kriegen ihn niemals. weil die so wenigstens die Schuld von sich abgewälzt hat. Und das glaubhaft erscheint. Der Colonel wird nicht erfreut sein. Mann. Was der Colonel will und wie der erfreut ist, ist mir jetzt mittlerweile auch scheißegal. Das ist ein Wahnsinniger, der Typ. Puh, das war jetzt aber ziemlich heftiger Scheiß in der Lodge. Boah,
Das gibt manchmal doch noch an einiger Stelle sehr stark zu denken, das Spiel. Und das war jetzt schon heftig. Ich meine, klar, dass der Schiss hat vor der Exekution, ist ja vollkommen logisch. Und die Überdosis war für ihn wahrscheinlich dann doch das Beste. Ich glaube, ich hätte tatsächlich einen Kopfschuss gesetzt an die Stelle und dann wäre ich aber der Gearschte gewesen, weil es dann Befehlsverweigerung gewesen wäre. Aber ich denke du halt immer, jo, Kugel, die kann man jo für einen Mann auch opfern, ne? Wenn der von der eigenen Leute ist. Ist schwierig. Nun? Als wir ihn fanden, war er bereits tot. Überdosis. Wir haben die meisten Betäubungsmittel, nicht alle. Als ob die Welt nicht schon genug Korruption und Verfall sieht. Als ob die Welt nicht schon überflutet ist von geistlosen und seelenlosen Kreaturen. Das muss zur Krankenstation. Und diesmal teilen Sie keinen gottverdammten Junkie zur Arbeit dort ein. Yes, Sir. Toller Typ. Ich will nicht hängen zu 100%. 7000 EP. 1500 Vertrauer gibt es in Wizard Island. Jetzt sind wir der gute Soldat bei 78%, Offizier und Gentleman bei 86%. 100%, wie hat er überlebt? Das war wohl Taylor, ne? Und 64% Recht und Unordnung. Freigeschaltet. Individuelles Design. Wie hat er überlebt? Und zwar individueller Akzent. Wie zur Hölle hat er überlebt? Das sieht aber ziemlich cool aus. Level gibt es auch noch. Gucken wir mal. Okay, doppelt so viele Pflanzer. Sonst haben wir ja nicht mehr so viel, ne? Verdoppelt die Effektivität bei Schrott. Von Schrott bei Motorradreparaturen. Kann auch nicht schade. Bei geringer Gesundheit ein zusätzlicher Adrenalinstoß. Sofortige Wirkung von Gesundheitscocktails, was ich eh nie nehme. Pflanze sammle ich eigentlich auch sehr selten. Schusswaffe, gibt es da noch irgendwas Tolles? Ja, Konzentrationscocktail interessiert keine Sau. Armbrustbolze, Rückstoß. Senkt man mal da mit eiserner Griff der Rückstoß. Dann verziehen die wahrscheinlich nicht mehr so stark. Schade kann's nicht. Okay, vielleicht sprechen wir mal mit... okay, wir haben jetzt hier schon was. Kehre nach Wizard Island, ja genau, das ist der Schutz für die schwachen Gedöns. Das können wir auf jeden Fall noch machen. So. Können wir uns direkt bei Colonel Garrett abholen, die Quest. Da holen wir uns den Job. Corporal St. John, wir haben ein Problem, bei dem Sie uns helfen können. Okay, Sir. Eine unserer Soldatinnen wurde entführt, Sergeant Melinda Foster, als sie auf dem Highway 97 an der Ostgrenze auf Patrouille war. Es war ein Hinterhalt. 2 Männer kehrten zurück, lebend. Sergeant Foster wurde entführt. Melinda Foster. Kennen Sie sie? Nein, Sir, leider nicht. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Ich vertraue darauf, Corporal, dass Sie sie unversehrt zurückbringen. Sie können auf mich zählen, Sir. Wegtreten, Corporal. Der hat mittlerweile war ein ganz schöner Ton drauf. Noch am Leben. Gebe ich zum letzten bekannten Standort von Melinda Foster. Okay. Na, dann machen wir das doch. Und... oh, okay. Das ist sogar gar nicht mehr so weit weg. Heieiei. Irgendwas habe ich im Halssticker. So, jetzt geht's wieder. Geh weiter, Kumpel, geh weiter! Alter, ist ja gut. Sergeant, wie geht's denn so? Das ist aber nett. Ja, schade. Ich wollte eigentlich gucken, ob Weaver hier möglicherweise noch sein Zelt für uns hat. Ich weiß ja nicht mehr, wo der Typ war. Ich glaube hier irgendwo, ne? Das ist Sarahs Arbeitsplatz. Na egal. Hoffentlich meldet sich Weaver nochmal. Ich will die Quest von ihm unbedingt weitermachen. So. Ups. Cleverler, der Bikerheld, der sich hier sogar auf der offenen Feldwege verfährt. Ach Mann.
Okay. 5 Minuten haben wir ja noch Zeit. Dann könnte das nach hier hauen. Dass wir den Ort uns nochmal angucken. Ja, die Full Metal Jacket Station wieder. Los, los, los! Du bist nicht schneller als ich war, verstanden? Zeig mir jetzt sofort, wie das richtig geht. Ach du liebe Zeit. So. Die haben alle einen ganz schönen Ton. Hörst du mich? Ah, Ich bin Sarah. Sarah hier, ich muss mit dir reden. Ja, hey, ja, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Sehr cool. Oh, okay, und Ja. Ja. Och Mann, das ist immer... Genau deswegen hasse ich das, wenn Quests immer nur auf der Reise auf dem Bike besprochen werden, weil dann fährt man immer weiter und dann weiß man ja nie, wann die nächste Station jetzt wieder kommt, wann da wieder gebabbelt wird wegen der Quest und dann wird es immer so durcheinander geworfen und unterbrochen. Ich hasse es. Also das ist ein großes Manko am Spiel tatsächlich, finde ich. Okay, ja gut. Wie das jetzt mit Sarah weitergeht, wissen wir auch nicht. Ah, okay, Spike hat keine Schade genommen. Scheiße ist das. Ach, bei Sarah wüsste ich gern, wie es weitergeht. Huch. Da steht du. Oh, oh, ja. Habe ich richtig gesehen. Habe ich doch richtig gesehen, dass es Wölfe sind. Die dich auch Kreischer. Und Finisher. Okay. Und ein Berglöwe. Nicht so schön. Und mir tut's erheblich mehr leid, wenn ich die Tiere angreifen muss. Wirklich. Das finde ich nicht schön. Wolfsfleisch 5-mal und jetzt beim Wetter Nummer 3. Der Berglöwe hat auch noch mal was. Es gibt dann noch mal 5 Puma-Fleisch und der hat sich hier noch einen Wolf gerissen. Die arme Tiere. Gibt auch noch mal 5 Wolfsfleisch. Wenigstens ist die Ausbeute groß. Warte mal, hier ist doch auch noch eine Pflanze. Ja, das gibt nochmal Bitterwurzel. Also Maschine wiegt auch ordentlich was. Das darf man auch nicht unterschätzen. So. Dann. Weiter hier mit quietschender Reife in die Richtung. Und hey! Scheiße, da sitzt jemand in der Falle. Ja, dann helfen wir doch, oder? Scheiß Typ. So. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja, Ich bin hier! du wirst ja gleich befreit. Ja, Angstmännel. Pass auf, da ist ein Camp. Wo? Ich geh hin! Wizard Island? Ne, dann schicken wir noch Diamond Lake. Gibt mehr. Beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Corey. Danke, vielen Dank! Ich dachte, ich würde da drin draufgehen! Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Boah, wie Wizard Island von der Seite auch aussieht. Geil. Das sieht dermaßen geil aus, Wizard Island. Also, der hätte wohl hier exekutiert werden sollen. Hätte aber auch die mordsmäßige Aussicht des Todes. Ich meine, guckt euch das einfach mal an. Guckt euch einfach mal den Ausblick hier an. Das ist doch ultra geil, episch, bombastisch. Ey, das ist einfach nur geil. Also Oregon scheint definitiv ein Roadtrip wert zu sein. Ich glaube, das steht mir wirklich gefallen, allein schon für eine Landschaft. Mega. Okay. Dann schauen wir uns hier nochmal um. So. Jo, hier ist das Bike. Ein Milizbike. Das muss ihres sein. Mhm. Okay, da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache hier gerade nochmal meine Munition frisch.
Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns dann weiter um die verschwundene Milizionärin kümmern werden. Und bis dahin, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.